Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gerne. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind aus Schwellbrunn im Kanton Appenzell-Ausserrhoden Marianne Dietrich. Aus dem luzernischen Ottwil Anita Estermann. Aus Au im Aargau Evelyn Villiger. Von Ennetbühl im Kanton St. Gallen Vreni Hüberli. Aus Reiferswil im Kanton Zürich Maja Bär. Aus Saxon im Wallis Ilona Tetta. Und aus dem bernischen Rumendingen Barbara Matter. Das ist SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Es ist früh. Tagwach bei den Hühnern. Für das Vreni Hüberli muss da alles picobello sein, bevor sie für die Landfrauenznacht in die Küche muss. In ein paar Stunden ist es soweit. Die Landfrauen kommen nämlich zu ihnen. Mal, ich bin parat. Ja, schon ein bisschen mulmig. Schon so ein bisschen Kribbeln im Bauch. So ein nicht alltägliches Kribbeln. Ennetbühl im Toggenburg. Auf 1200 Meter oben liegt der Hof der 4. Landfrau. Zwiebeln, Hackfleisch und Brät, alles muss zu Opsi kommen mit den Haferflocken und dem Paniermehl. Das Vreni braucht für den Hauptgang den Speck lagenweise. Für die Vorspeise kochen die Eier, gehackt. Die macht die Tochter Monika parat. Ich war morgen nervöser als jetzt. Kommt dann, wenn es erst schief geht. Dass das Knöpfchen nicht zusammenklebt oder dass der Hackbraten nicht verhudelt und eben der Speck weggeht. Dass das Gemüse nicht verkocht. Könnte ja auch sein. Nicht der Teufel an die Wand malen. Die Frauen sind schon unterwegs im Toggenburg. Ich habe das Gefühl, das Vreni ist voll im Schuss. Sie weiss, was sie will. Sie ist sicher ein Werkteufel. Sie geht immer etwas. Stimmt, die Hackbraten sind schon parat. Vorspeise. Ja, vielleicht macht sie etwas mit Eier. Vielleicht einen gefüllten Eiernetsch, kleinen. Genau, eine gefüllte Omelette. Auch wenn dem Bernerinnen Eiertätsch sagen. Im Boschi geht das Wunschkonzert für das Landfrauenessen weiter. Ja, jetzt gerade hätte ich Lust so auf Käsehörnchen und Äpfelmus. Ich glaube, das ist dann noch so ein bisschen traditionell. Vielleicht im Hauptgang irgendetwas mit Herdöpfeln, könnte ich mir vorstellen. Ich weiss nicht wieso. Beim Hauptgang haben die Landfrauen nicht ins Schwarze getroffen. Es gibt Knöpfli und Hackbraten. Das Lieblingsessen der ganzen Familie Hüberli im Toggenburg. Ich sehe es noch gerne im Mund. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Das Gras durch. Ja. Ja, mit der Grüntöpfe. Ja, ich darf den Gatto hochkommen. Da ich euch gerade meine Familie vorstellen. Der Walter, mein Mann, der Jüngi noch, der Hans-Rudi, der Andreas, die Monika und die älteste Daniela. Jetzt greifen zu, essen, trinken. Können Sie das regnen kommen? Danke vielmals. Bitte, dann noch. Hey, schau mal, wie schön, hä? Mit den Landfrauentrink oder Wasser? Nein, schon trinken. Gell, schon trinken. Ja, schon trinken.
Zum Wohl. Zum Wohl. Ah ja, Prost. Schöne Säcke. Zum Wohl. Im Landfrauendrink, wo auch die Männer häufig finden, hat es Wein, Süssmost und Holderenblütensirup. Der erste Gruß aus der Region scheint anzukommen. Kannst du in den Bayern müsstest du Hat er neben Hans-Weli? Auf der Alp Burgstofel, nicht weit weg von daheim, hat das Vreni heute viel zu tun. Bei der Familie Hüberli haben meistens die Frauen Küchendienst. Monika, die zweitälteste Tochter, hilft mit. Heute fahren wir es eigentlich über. Nein, wegen der muss ich keine Sorgen haben, mehr, dass ich vom Sennengewand oder so etwas vergessen habe. Die Kühe wird schon geschaut, dort muss ich nicht schauen. Schauen. Zeit noch einstellen. Wie spät ist? Ich weiss nicht, keine Uhr. Gut, muss ich das abziehen? Ja, wenn du am Abend tust, ist es vielleicht ein bisschen blöd. Trainiert tun. Machst du noch ein bisschen schön, gell? Ja, sicher, ich mache es immer schön. Glaubst du? Ich werde da lang heben. Am Tag, wo die Kühe von der Alp heimkommen, bützelt sich die ganze Familie schön raus. Das gehört sich so zum Überfahren. Das Vreni hat eine Niedelzunge gemacht, für alle, die helfen können. Bist du ein Guter? Kann ich nicht waschen. Hast du einen Löffel? Nein. Willst du einen kleinen oder einen grossen Löffel? Für das Essen braucht es nur Niedeln, Mehl, Eier und eine Prise Salz. Sie hätten es nicht einmal gern, wenn sie nicht dürften, helfen überfahren. Sie nehmen sich den Tag schon frei und organisieren es, bis sie frei haben. Es ist fast traurig für sie, wenn sie nicht dürfen und jetzt vom Chef aus einmal nicht könnten. Aber das gehört einfach dazu. Es ist natürlich schön, wenn sie alle gerne heimkommen. Das Vreni muss noch einen Moment warten. Der Barry und die Bäuerin machen das Schlusslicht. Wer wo läuft und dass der Bauer das braune Gewand trägt, Meinst du, regnet es sich dann? Wenn du Schwein? Oder dann? das wird von Generation zu Generation so weitergegeben. Ein Alpabzug wie aus dem Bilderbuch. Das
Zuvorderst der Hans-Rudi mit dem Sennenbub, dann die Schellenkühe, die 4 Sennen. So will die Tradition. Der Heimweg ist gut 4 Kilometer lang. Überfahren ist ein schöner Tag für mich. Gut läuft's. Wie so schön mitmachen. Ja, die Alten gehören hinterher. Daheim übernehmen die Sennen die Schellen und zeigen den Kühen den Weg auf die Weide. Wenn alles gesund heimkommt und den ganzen Sommer nichts passiert ist, dann ist natürlich der ganze schönes Heimkommen. Und ein guter Sommer war es auch. Es hat immer im richtigen Moment wieder ein bisschen geregnet und schön gewachsen. Und so ist es. Und jetzt der Abweg ist auch noch ganz gut verlaufen. Wir sind tiptop hier runtergelaufen, schön ordentlich, wie man sie noch gerne hat. Vreni ist für heute noch nicht fertig mit Arbeiten. Noch die Bohnen ablesen, bevor sie Fäden haben. Ich bin schlechte Gärtnerin. Wenn es wächst und kommt, dann ist es gut und nicht einmal kommt es halt eben nicht. Aber ich habe jetzt hier gerade Champignonerde drin. Und dann ist es meistens gerade ein bisschen gut. Und das Wetter hat auch diesen Sommer schön mitgemacht. Bis jetzt hat es hier nie gehagelt und all wieder ein bisschen geregnet. Die Bohnen gibt es Bohnenpäckchen mit Speck rundherum. Für jede Frau ein Bündel Bohnen mit Speck. Vreni muss noch eine Bestellung erledigen. Sie macht bei der Toggenburger Bauernkost mit. Ein Verein, der den Bäuerinnen ihre Produkte verkauft. Also wenn wir im Beck zuschauen, langt das sich an den Kopf. Aber ich kann nicht anfangen mit Spritzen. Das ist so ein Nebenverdienst, den man daheim machen kann und nicht fort muss. Und dadurch, dass ich einen Haufen Brucheier habe, die ich sonst wegwerfen müsste, bin ich auf die Idee gekommen, zum Mehlingschalen zu machen. Die Eigelb braucht das Vreni für Knöpfchen und Flädchen oder verschenkt sie ihren Bekannten. Nach dem Überfahren, runterfahren im eigenen Wellnessbereich. Feierabend für alle. Endlich. Mir geht es gut, wenn es allen gut geht. Ich schaue immer zuerst, dass es den einen gut geht. Das ist einfach so ein bisschen, ich weiss auch nicht. Ich war die grosse Schwester, hatte Geschwister, musste früher schon Mami-Rollen übernehmen, weil die Mami viel zu halb war und so. Und du bist einfach ein bisschen verantwortlich und dann bist du auch glücklich, wenn es allen gut gegangen ist. Und so ist mit der eigenen Familie dasselbe. Das Vreni ist hier auf der oberen oben aufgewachsen. Der Walter in Neslau-Ungen. Eigentlich habe ich ja schon früher gekannt. Er war einfach der Walter Hüberli. Und dann war einmal Alpelkilbe und Tanz. Und ich 17. Und dann hat er mich schlussendlich heimgetan. Und dann ist es dann irgendwann losgegangen.
auf den heutigen Tag. Ja. Schon mit 22 hat Vreni den Hof übernommen, zusammen mit dem Walter, weil ihr Vater tödlich ist verunglückt. Ja, im Walter schätze ich, dass er nicht nachtragend ist. Wenn wir einmal knatschen, ist es ja meistens, weil wir vielfach zusammen arbeiten. Wir sind ja den ganzen Tag zusammen. Dann haben wir manchmal nicht... Wenn du so am Arbeiten bist, hast du nicht alle die gleiche Meinung. Oder denkst, wieso oder warum. Und dann, wenn es einmal klopft, dann ist es aber wieder... Also ja, er ist gar nicht nachtragend und das schätze ich sehr an ihm. Ausliefern ist das Business vom Vreni. Etwa 4000 Eier in der Woche muss sie unter die Leute bringen. Hoi, Jeffrey. Guten Morgen. Danke, dass ich so viele Eier bringen kann. Ja, danke, was bringst Es muss meistens ein bisschen schnell und rassig gehen. Heute sowieso. Das Vreni hat noch einiges ab, bevor die Landfrauen kommen. Stockenburg ist recht hügelig. Vom Dörfli unten zu Ennetbühl bis zum Vreni rauf sind es gut 400 Höhenmeter. Die Kälbli sind alle auf der Alp auf die Welt gekommen und sehen heute das erste Mal den Stall auf dem Hof. Ja, nein, jetzt legen wir doch das Halsband an. Ich tue die Halberlernen antränken. Die sind jetzt von der Alp gekommen und haben vorher einen Kessel gehabt, wo sie genau gewusst haben, wenn der Kessel kommt, können wir saufen und da können sie jetzt dann jederzeit selber saufen. Und dann muss man einmal den ersten Tag, zweiten, dritten, je nachdem, muss man alle ein bisschen zänzeln und schauen, ob sie es können. Aber ich hoffe, es geht so weiter. Gut 40 Hektar Land gehören zum Betrieb. Nie etwas anderes als Bauer hat oder jüngst werden. Man nimmt es einfach mit, man hat es einfach von klein auf mitgenommen. Manchmal haben sie dann schon etwas machen und manchmal nicht. Sobald es ein bisschen gegangen ist, hat man es auch mit dem Traktor fahren lassen. Und, ja. Und so sind wir schon aufgewachsen. Wenn man Glück hat, wir haben dann Freude daran und vielleicht nicht. Dann ist ja auch nicht angefällt, dann macht dann etwas anderes. Aber wir haben jetzt das Gefühl, dass bei uns jetzt der Hans-Rudi Freude hat an dem. Und, ja. Ein Nachfolger ist also in Sicht. Die Mami vom Vreni, ohne das Vreni oder das Schiebli Grossi, wie ihm Grosskind sagen, hilft, was es braucht. Die Daniela ist die Tätschmeisterin der Besenbeiz auf dem Hof. Und Blumen muss man noch mal holen. Eins fehlt noch. Früher war das Vreni da auf der oberen Büring. Das ist fast 30 Jahre her. Das Buffet ist parat. Das Geschenkli noch nicht.
Hüseli, komm, du musst ein bisschen Strasse. Leg dich. Hans-Rudi, gratuliere dir herzlich zum 20. Geburtstag. Wir haben hier noch dein Geburtstagsgeschenk, das du dir gewünscht hast. Ja, danke. Vielmals. Ein weiss geschecktes Kalb hat sich der Hans-Rudi gewünscht. Ein sogenannter Blüm. Jetzt kann er ihn eintauschen. Aha, jetzt kann er machen, was er will. Dann, ja. Hat eben einen Bündel dran, leider. Das wäre dann schon als Zuchtmuneli verkaufen, wenn jemand Interesse hat. Ja. Ein Blüm bringt Glück im Stall, heisst es bei den Bauern. Gemüse braucht es heute Abend eher weniger. Fleisch ein bisschen mehr. Ja, kannst du da rüber nicht. Es ist schon schön, wenn man hier den 20. Geburtstag feiern daheim und nichts machen muss. Und so viele alle Jodler-Kollegen da sind und dann sonst auch noch Kollegen. Wie hat Vreni gesagt, mir geht es gut, wenn es allen gut geht. Und das Fest geht bis tief in die Nacht hinein. Der Walter macht heute Morgen den Stall allein, sonst meistens mit dem Vreni zusammen. Ja, ich meine, wir wären ein gutes Team. Sie macht meistens Kälber und ich schaue hier bei den Kühen. Und wenn es passiert, wenn ich vorher muss gehen, irgendwie etwas mähen oder etwas, dann macht sie auch die Liegeboxen oder dort auslassen, oder je nachdem, wie es dann geht. Ja. Und im Winter natürlich sowieso vorher. Ich habe jetzt die letzten 30 Jahre im Winter habe ich immer für die Gemeinde die Schneeräumung noch übernommen und dann nachher auch sie gemolken. Also jetzt ist, darum haben wir jetzt hier auch den Roboter gemacht, dass man ein bisschen eine Erleichterung hat, vor allem eben für den Winter. Dass wenn ich fort bin, dass Vreni auch ein bisschen weniger streng hat. Ja.
Mami, du kannst mir gerade die oberste Kiste noch schnell heben. Ich will nicht hier laufen. Gut, hätten wir zu. Gut. Tschüss. Danke, tschüss. Die Mami von Vreni hat wegen diesem Auto den Namen Scheibli Grossi. Es fährt nämlich nur 45, allerdings genug schnell für ein Eiertaxi. Und das Vreni muss für die Landfrauen die Nacht Gas geben. Im oberen Stübli braucht es Andreas, der ältere Sohn, der gelehrte Zimmermann. Was tust du das Rotwein oben? So? Ja. Ist jetzt gerade schon ein bisschen Dann musst du es mir erst sagen. Da kann ich auch nicht. Nein, ihr müsst noch eins machen. Und da hat es Föhrung gerissen. Ich glaube, sie hat zu viel gemacht. Ja, extra ein paar Föhrungen gemacht. Aha, ja, dann ist ja gut. Du musst halt schauen, was die schönsten verwirrt Wo hast du das Besteck? Die letzten Tage war es noch gut, da habe ich nicht gemerkt, dass sie nervös ist. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, so ein bisschen langsam kribbelt es ein bisschen. Sie ist so ein bisschen vergesslich und ein bisschen «Oh, da habe ich noch vergessen». Aber ich glaube, es kommt gut. Ein bisschen nervös muss man ja sein, sonst wäre es auch nicht spannend. Bei so vielen helfenden Händen ist das Vreni sicher schon bald parat. Schon noch nicht ganz. Aber das Bessere, von Stunde zu Stunde. Da im Schlatt in Nesslau ist der Walter aufgewachsen. Meine Schwiegereltern, das sind sehr herzliche Leute. Die nehmen mich, wie ich bin. Und ich habe halt im Schwiegervater zwei Vater gefunden. Und in der Schwiegermutter Berti eine wunderbare Gärtnerin. Rosi? Hoi. Hoi. Du, hast du ein bisschen Vorigrieben? Hi, Rosi. Ja. Darf ich noch ein bisschen mitnehmen für den Ja, Samstag? Ja. Ich habe keine. Ja, kannst du mitnehmen. Dann ist es auch schön, wenn man zum Grossi müde kann. Weil sie sagt meistens ja. Ja, nur eins und dann lange schon. Es ist einer Weg zu heiß zum Garten. Noch Seb und dann gehen wir. Lange schon. Komm, wir gehen. Trübli gibt es dann als Gemüse. Zum Hauptgang. Knöpfli, natürlich Hackbraten. À la Schwiegermutter. Das Rezept habe ich vom Grossi bekommen, das Hochzeit. Eben, machst du das? Ja, ja, dies. Ja. Dies Rezept, sicher. Ich habe es immer noch im Album rein. Wenn man geratet, vielleicht geratet er ja nicht, aber wenn man geratet, nimmt es mir dann Wunder, was sagt. Weil es einfach in meinen Augen ein bisschen ein Hackbraten ist, den nicht jeder so macht. Mal schauen. In der Besenbeiz im oberen Stübli ist alles parat für das 4. Landfrauenznacht. So, liebe Landfrauen, wir sind jetzt ja hier gut angekommen in der oberen oben. Jetzt zeige ich euch hier noch ein Plätzchen, um die Nacht zu geniessen. Das ist schön. Wow, mega schön. Hä? Super Idee. Danke vielmals. Danke. Hey, nein, ich gehe jetzt noch die Vreni holen, ich kann ein neues Menü noch vorstellen. Hast du gesehen, diese Blumensträußchen? Yes, und dann haben wir das Das ist cool, gell? Mega schön. Ja, ganz cool. Schön. Du und Schnaps haben wir nicht alle gleich, hä? Oder ist das Schnaps? Das ist Sirup oder so. Das müssen wir mal probieren. Das Gefühl, noch nette Frauen, gell? Ja. Sind gut. So lange, aber ich habe das Gefühl, sind noch lustige.
lernst du es dann schon noch besser kennen, wenn wir nachher fertig sind. Ja. Ich muss hier noch Zahnstocher haben. Wo hast du die? So, den Deckel drauf. Da. Ja, wir kochen viel auch im Stöbli miteinander kochen. Und Daniela ist ja dort im Service. Und dann hat es sich irgendwie gerade so ergeben, weil wir es dort auch schon ein paar Mal zusammen gemacht haben, dass wir gesagt haben, dass ich Mami helfe. Liebe Landfrauen, ich hoffe, es gefällt euch bei uns. Ich tue euch mal noch gerne das Menü vorstellen. Blattsalat mit Eierbrötchen und Omelettengrüßli. Hi! Omelette! Zum Hauptgang Schwiegermutters Hackbraten mit Knöpfli, Rüebli und Bohnen im Speckmantel. Und zum Dessert hausgemachter Beerentraum und Heidelbeer-Niedelfladen. Jetzt wünsche ich euch einen guten. Also, ich gehe kochen. Tschüss zusammen. Tschüss. Willst du denn da noch schauen, ob es so gut ist? Da hat sie nicht so viel drin, oder? Da langt. Ja. Schauen, dass eben da nicht gerade dunkelgrün verwetscht ist. Aber eigentlich lasse ich die machen. Du weißt gerade, wie du sie gebüschelt hast. Das Omelettengrüßli mit Frischkäse und Moschbröckli ist auch nachher. Langt dir jetzt der Salat? Ja. Hä? Ja. Wie geht's euch so? Gut. Gut. Bei dir? Ja auch. Geht's Hast gut? du es überlebt? Ja. Wie Bin ich sieht's? parat? Ja, Fast? Ja, fast. Ich kann es fast mitnehmen. Sieht gut aus, hä? Schon. Ja, Nugel allein mit dem gut ausgesehen, nützt es noch fast nichts. Mit dem Gang. Und da stehe ich. Und schauen, dass der Bügel überall so drin ist. Weißt du, von der Frau. Die ersten zwei können kommen. Wir müssen in die Tanke. Auch die Freundinnen der Söhne helfen. Das Fläschchen hebst du mit der einen Hand, gell? Die Vorspeise Blattsalat mit Eierbrötchen und Omelettengrüßli. Der Weg von der Küche ins obere Stübli ist weit, sehr weit. Das Schwierige kommt vielleicht erst jetzt. Hackbraten ist immer noch auf Probe, ob er recht klingt oder nicht. Jetzt muss ich noch das Omelettengrüßli probieren, ob man es überhaupt essen kann. Beim Walter im Service läuft's. Und das Herzchen, hä? So eine Schwein. Sie haben mir nur eins geben aufs Maul. Ich habe gesagt, ich lasse sicher noch etwas gehen. Gut, miteinander. Danke. Das ist einfach so schön. Richtig lieblich. Weil sie Vegetarierin ist, hat Evelyn Villiger letzte Woche fleischlos gekocht. Heute gibt es wieder Fleisch. Was mit dem Finger essen? Das Brötchen kannst du mit dem Finger essen. Die Vorspeise hat mir ganz gut gefallen. Ist mit Liebe gemacht, herzig ins Detail, alles miteinander. Das war gut, die Vorspeise war lecker. Ja. Wäre scharf, also hat viel. Es war gross. Ja. Die Eierbrötchen probieren. Wir fragen sie dann. Und wie immer jurieren. Haben Sie noch ein bisschen mehr vom Anker? Ja. Du hast erst gemeint, du meinst, da hat es Fleisch. Ich dachte, ich habe nie gesehen. Eins Rugel jetzt drauf. Okay. Salat ein bisschen schwierig zu essen, aber sehr fein. Und für mich halt ja, die Omelettenröllchen mit dem Fleisch drin, die habe ich halt sein. Ja.
War gut? Nicht Ja. ganz, hä? Auch ja. Ich habe Super. etwas vergessen. Super. Was? Der Fegi. Der Fegi isst kein Fleisch. Ja. Wir hätten jetzt hier noch etwas anderes drin können. Haben voll vergessen. Ja, noch haben wir verkackt. Minuspunkt. Ja, nur da ist nicht so schlimm. Wäre ja auch nicht normal, wenn alles gerade noch angehen, wie man es sich wünscht. Als Hauptgang habe ich die schönen Vegi-Herzchen. Aber das nervt mich jetzt gerade gleich. Jetzt sind wir immer am Studieren, was man macht und was wie. Und denkt nicht einmal, habe ich daran gedacht. Ich habe gar nie an das Omelettengrüßli gedacht, dass ich dort ein Moschbröckli habe. Nicht einmal. Ja, no? Passiert? Gibt es wegen dem echt Minuspunkte? So haben wir ausgefüllt. Top. Stimmt, sie hat ausgefüllt. Ja. 1 bis 10 Punkte müssen die Frauen in jedem Gang für verschiedene Kriterien vergeben. Moni, probier noch schnell die Bohnen. Was du meinst. Schneidest mir auch noch ein Stückchen ab. Rüebli sind nicht gut. Einfach selber kommt ja automatisch. Ja. Mhm. Haben wir noch etwas rausnehmen? Ja, aber jetzt die Bohnen sind noch nicht lind. Wir müssen warten. Ich kann nicht mehr sagen, dass die Bohnen noch nicht lind sind. Dann gehen wir noch mal schauen, oder? Die Bohnen haben mich jetzt gerade noch ein bisschen genervt, weil sie nicht so sind, wie ich es gerne hätte. Dabei koche ich schon 30 Jahre Bohnen. Jetzt möchte ich noch schnell, dass der Speck ein bisschen knusprig ist. Und nachher tun wir anrichten. Dann kannst du noch die Röstscheiben drauf tun. Warte. Zeig mal. Dann machen wir. Kannst du gerne noch die Vegi-Herzchen rausnehmen, Moni? Dann tun wir gerade die Säbe drauf, das vergessen wir dann schlussendlich noch. Wir können nicht nochmal den Vegi auslassen. So. Dreierlei Hackbraten. Er tut, wie er muss. Geht nicht auseinander. Dann können Sie mit den ersten 2 gehen, oder? Ja. Gut. Können die ersten 2 holen kommen? Zum Hauptgang gibt es Schwiegermutters Hackbraten, Knöpfli und Gemüse. Beim Hauptgang darf der Walter jetzt 2 Tauer aufs Maul bringen. Das SOS-Knöpfchen. Gut. Danke vielmals. Der riesige Teller. Merci vielmals. Portionen, riesige Portionen. Ja, aber das ist im Fall so. Danke vielmals. Gut. Okay. Wir haben noch einen Umweg gemacht, darum ist es ein bisschen länger gegangen. Gut. Danke vielmals. Merci. Gut. Die Evelyn sieht es gerade. Das Bohnenbündeli mit Speck. Das ist jetzt kopfriedlich schwierig. Das habe ich jetzt gerade auch Ja, das ist wirklich schwierig. Es ist nicht mehr ganz so heiß, gell? Nein, für mich war jetzt Bohnenwedeln gerade ein bisschen zu wenig heiß. Und die Rüebli halt auch, aber ich weiss auch nicht, wie lange Geld das gegangen ist von unten rauf. Ja, ist jetzt, wir haben ja schon mal Rüebli gehabt. Aber deine habe ich so geliebt. Das Menü hat einfach mega fein getönt, schon vorher. Und es war einfach schon eine grosse Ladung. Und nachher war alles ein bisschen sehr salzig. Vielleicht ist sie mega verliebt. Kann ja schon sein. Ja. Knöpfli habe ich halt sehr gerne, weil sie noch ein bisschen angebraten sind, dass es ein bisschen Anke dran hat. Ja. Du hast auch mit Speck bei den Bohnen. Ja. Ach, ich lasse es halt liegen, weil ja, Speck geht für mich halt gar nicht. Und hat sie das einfach vergessen? Ja, so ein bisschen wie bei der Vorspeise. Dann ist es dir nicht bewusst vielleicht. Ja, aber das ist dir vergessen gegangen. Ja, die Evelyn hat ein bisschen Pech jetzt das Mal, weil schon bei der Vorspeise hat es wahrscheinlich eine Verwechslung gegeben. Sie hat halt auch das Muschbröckli in dieser Omelette
Und bei der Hauptspeise nachher nochmal der Bohnenwickel mit dem Speck. Und das ist sicher für ihn sehr ärgerlich, weil sie da nicht daran gedacht hat. Und für mich, ich lasse es sein und das ist kein Problem. Der Rest war ja fein. Ist nicht gut. Vicky. Ach Gott, Tori noch einmal. Hi. Also wir sind schon aufgegangen. Und ihr schmunzelt. Hey, also alles schief, was kann schief. Aber Nein, süß? Ist nein. alles leer süß? Nein, viel zu viel kochen. Ich habe gesagt, du musst für Männer kochen. Ja, muss ich auch. Man hat aber auch keinen Veggie am Tisch, wenn man 364 Tage nicht einen Tisch hat. Dann macht man so Scheiß. Ja, no, ist passiert. Ja, mögen es schon wieder. Aber eben Hauptsache, es ist gut. Aber was soll's? Passiert ist passiert. Aus dem geht die Welt nicht unter. Führen schauen. Es ist bald geschafft. Zum Dessert gibt es einen Beerentraum und Heidelbeer-Niedelfladen. Danke. Also der Mann hat, glaube ich, nie ein Fleisch drauf. Aber noch Flocken etwas auch. Und Haferflocken. Haferflocken, hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist ruhig, ganz ruhig. Der Beerentraum muss ein Träumchen sein. Das Dessert essen die Frauen Rübis und Stübis auf. Das herziges Töpfchen, das überrascht hat, dass so das Crunch drin hatte. Da habe ich gerne so ein bisschen Knusper im Dessert. Es war sehr frisch mit den Beeren. Also der Walter, der hat das prima gemacht. Ich glaube, der bringt mich jetzt einfach nicht zur Ruhe aus. Der ist, glaube ich, so der ruhende Pol von dem Team, das sie um sich herum hatte. Alles volle Gläser. Alles leer. Alles volle Gläser. Ah, finito. Ich weiss doch, dass viel Dessert essen. Gar nicht so schlimm, hä? Das ist jetzt noch das So haben sie mal noch Glücksküchlein zum Ende. Ich würde dir noch Küsschen geben. Danke. Servieren. Oh, warte, ich habe jetzt so gemacht. Mit einem typischen Weiberkaffee, einem mit viel Baileys drin, geht dem Vreni ihren Abend zu Ende. Ja. Prost zusammen. Zum Wohl zusammen. Nächste Woche ist Maja Bär aus Reiferswil im Kanton Zürich mit Kochen dran.